Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph noch am Lycée an. Der Video, den ihr guckt, ist eine Hilfestellung für Premiersschüler. Ich erkläre heute den Premiersprogramm, was viele angeht. Und in diesem Video gucken wir eben den Leo Strauss. Den Leo Strauss fängt man mal mit seiner Biografie, wie was wichtig ist, und dann gehen wir im zweiten Moment gucken, wer den als Schüler lehren müsst. Und an einem dritten Moment gehen wir gucken, wen am besten um den Strauss geht. 1899 bis 1973, den Leo Strauss war ein deutsch-amerikanischer Philosoph jüdischer Aufstammung. Was für uns wichtig ist, weil es ein konservativen Denker ist. Und hat anscheinend auch die Cap, die hat dem George Walker Bush, das heißt nicht der Senior, aber der Junior. Das ist auch die Person, die 2003 den Irak befreit hat. Die Leute, die Gehirn von der Welt haben, dem amerikanischen Präsidenten, die sind anscheinend beeinflusst vom Leo Strauss. Das heißt, für was ist der Strauss wichtig? Also nicht just für das Programm, sondern am größten Ganzen. Für das wichtig, der Strauss war nicht so ein großer Fan von der Moderne, wie gesagt, Konservativen. Der Strauss war der Meinung, dass man am Anfang ein fundamentales Problem hat in der Moderne, nämlich wir geben viel zu viel Vertrauen auf die Vernunft und auf die Freiheit. Das heißt, heute geben wir auch zum Beispiel in der Moderne, wir geben Fakten trennen von Werten zum Beispiel. Wissenschaft, die sieht wir wertneutral. Und der Strauss ist der Meinung, dass es nicht unbedingt funktioniert, dass man nicht einfach hin und gehen, so halt Sachen sind so und so. Und das dann von irgendeiner Wertigkeit trennen. Es geht laut dem Strauss eben nicht direkt neutral, wertneutral ist in dem Sinn. Aber wenn wir aber behaupten, dass es Sachen gibt, unabhängig von Werten, dann hat man ein Problem. Dann hat man so etwas, das nennt dann Werterelativismus. Das heißt, so ziemlich alles ist egal, alle Werte ist gleich gut. Meine Werte sind genauso gut wie er Werte, auch wenn die absolut nicht kompatibel sind. Meine Meinung ist genauso viel wert wie er Meinung. Was Quatsch ist, wenn ich zum Beispiel so eine Mauer aus rosa, das ist meine Meinung. Für mich ist rosa etwas Gutes, für andere Leute ist rosa vielleicht etwas Schlechtes, aber da können wir absolut nicht darüber diskutieren. Das heißt, wir haben laut dem Strauss zwei mögliche Konsequenzen. Das heißt, Konsequenz, wenn ihr wollt, davon hat es eine Doppelkonsequenz. Die hat auf der einen Seite dann eben das, was bei uns an den liberalen Demokratien geschieht, Relativismus, Orientierungslosigkeit, wenn ihr wollt, Schiedfrieden meint, alles wäre okay, und das ist okay, wenn die Meinung hat, wenn die Meinung hat. Komplett egal, ich fräse glücklich gehen und am Endeffekt ist nicht mehr wichtig. Das ist die eine Sache. Dann hat er die andere Reaktion, ob von der Welt die Problem von der Moderne ist, den Nihilismus. Das heißt nicht, dass alles gleich viel Wert hat, das wäre Relativismus, aber Nihil, nicht hat mehr Wert. Und da haben wir da laut dem Strauss eine Reaktion darüber, die nennt sich Nationalsozialismus, die andere nennt sich Bolschewismus. Das heißt, ob der Hitler und Stalin von der Welt, für simpel zu halten. Das heißt, am Endeffekt Leute, die Werte ersetzen durch Macht. Da geht es dann nicht mehr um gut oder schlecht, da geht es nur um Macht. Da geht alles zerstört, das Einzige, was zählt, als Macht. Voilà, den Strauss, wo könnt die Evaluierung hier? Bei der Strauss den, war der Meinung, dass man am Fond mit Dichotomien schaffen, die falsch wären, dass man am Fond an der Moderne man Jerusalem zu viel von Athen trennen, wenn er will, auf der einen Seite die überlieferte Religion, die offenbarte Religionenpartner, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vernunft. Wir geben an der Moderne viel zu viel auf Athen vertrauen, aber nicht genug auf Jerusalem. Und das Problem ist nur das klingt ein bisschen elitär, aber das ist dem Strauss eine Position. Nicht all Mensch ist fähig, ein Leben zu leben, wo ihn alles auf Frage stellt. Nicht all Mensch ist fähig, ein großer Philosoph oder großen Theolog zu gehen. Und ganz viele Leute brauchen eben Orientierung. Und dafür brauchen sie dann eine offenbarte Religion, die die Leute sehen, wie sie zu leben haben. Aber wenn wir das nicht tun, ja, dann haben wir eben die Konsequenzen, dass die Leute egal was machen, weil alles gleichwertig ist, oder dass sie egal was machen, weil nichts mehr Wert hat. Das heißt, laut dem Strauss brauchen wir Werte. Und ja, dafür plädiert der Strauss dann eben für Naturrecht.
anders immer schon beim zweiten Deel, nämlich was muss ich lehren. Naja, immer nur lassen mit dem Deel, der wirklich zu lehren ist, gehen kurzes drauf an der Philo gibt normalerweise den Unterschied gemacht zwischen 3 Formen von Recht, an einem Dossier stehen zum Beispiel 2 Formen, aber egal, die höchste Form von Recht, das ist göttlich Recht, das ist das, was Gott gesagt hat, wie das Gott der Text gewesen ist, den ich vorstellen kann, als natürlich sein Wort, der Text, was es gibt. Ein Beispiel davon wäre Scharia, ein anderes Beispiel davon wären zum Beispiel 10 Gebote. Das heißt, wo Gott sagt, dann das als Gesetz, ja, dann ist das eben so. Das Problem ist natürlich nur den, wenn da ganz viele verschiedene Religionen hat, respektive wenn da ob einmal Leute hat, die ich mit A plus B können erklären, wie das quasi unmöglich ist, dass da wisst, was Gott gesagt hat, oder wenn da einfach Leute hat, die nicht an Gott leben, ja, dann hat er natürlich Schwierigkeiten mit ihrem göttlichen Recht. Dafür ist hier am Westen auch die Idee vom göttlichen Recht seit dem Mittelalter nicht mehr wirklich eng, die an der Philoballfall zu viel echt geholt wird. Aber schon göttliches Recht, auch just hier erwähnt, für komplett sind den Strauß schwätzt nicht davon. Dafür vergessen einfach. Dann kommen wir bei das, was der Strauß am Anfang sieht, Naturrecht. Naturrecht ist Recht, das der Mensch von Natur aus hat. Das heißt, es ist am Anfang nicht vom Mensch gemacht, es ist an uns menschliche Natur gebunden in der Welt. An dem Moment ist es auch unwandelbar. Es gilt für alle Menschen, es gilt immer. Und das ist eben der Vorteil davon. Es ist unabhängig vom Mensch. Das heißt, wir können doch nicht korrumpieren oder beeinflussen. Das ist das, was dem Strauß gefällt, wie wir das heute gesehen. Naturrecht passt hier auf den Hobbes, hat auch von Naturrecht geschwärzt, schon regelmäßig Schüler, die verwechseln oder die mengen, dass es nicht ein Naturrecht gibt, nämlich das vom Hobbes, und das wäre das Recht, um das Recht geht, um Menschen umzubringen. Was nicht unbedingt passt mit dem, was der Strauß sieht. Das heißt, beim Naturrecht, ja, das wie beim göttlichen Recht, es gibt so viele Naturrechte, wie es menschliche Natur gibt. Das heißt, alle Autor bringen seine eigene Auffassung mit. Und das nicht, weil die nicht von Naturrecht schwätzt und den anderen von Naturrecht, dass das konkret heißt, dass das genau dasselbe ist. Die Menschenrechtserklärungen zum Beispiel, das ist auch etwas, das nennt den Naturrecht. Ja, an der Menschenrechtserklärung steht nirgends dran, dass ich alles machen darf, was ich für richtig halte, für mich um Leben zu halten, nämlich meinen Mitmenschen umbringen. Das heißt, die Menschenrechtserklärungen sind ein Naturrecht. Dem Hobbes seine Interpretation vom Naturrecht sind ein Naturrecht und die sind nicht unbedingt kompatibel. Dafür, simpel. Naturrecht ist unabhängig vom Mensch, das über den Mensch. Es ist unwandelbar, an dem Moment sind das so ewig Prinzipien, die immer gelten. Wir sind natürlich froh, gelebt oder drin, gelebt oder nicht drin. Und dann nur die niedrigste Form von Recht, so braucht man nicht drin zu gelebt, weil die geht real, die braucht just auf legilux.lu zu gehen. Da fanden all die Gesetze, die zu Lützeburg gelten. Die niedrigste Form von Recht, das ist Positivrecht, oder schon Posé dran, setzen, Gesetz. Das heißt, das sind am Anfang all die Gesetz oder das Recht, was zu einem bestimmten Moment auf einem bestimmten Territorium gilt. Das heißt, das, was heute zu Lützeburg gilt, das ist am Moment ist Positivrecht. Wenn er dann an ein anderes Land geht, da hat er andere Positivrechte. Und das ist ein bisschen das Problem, das der Strauß damit hat. Das Recht, was wir heute zu Lützeburg haben, muss es vielleicht ein anderes. Ne? Das heißt, Positivrecht gilt sicher, nicht wie Naturrecht oder göttliches Recht, wo man nicht wissen, ob es so geht oder nicht. Positives Recht ist das von Menschen gemacht und das wandelbar. Und die andere ja permanent, alltag kommen da Sachen dabei, die könnt ihr auf legilux.lu gucken gehen, und da geht dann ein paar Menschen gucken, dann werdet ihr gesehen, dass neue Sachen beikommen. Das heißt, das ist immer nicht mehr so gut, wie die Staat oder die Gesellschaft die möchte. Und das ist dann noch ein bisschen das Problem, den der Strauß damit hat. Der Strauß sieht nämlich, dass wenn ihr Rechtspositivist seid, das heißt, wenn ihr so das gibt, nimmt das positive Recht, in dem Moment hat ihr ein paar Schwierigkeiten, für zum Beispiel als Lützebäuer zu sagen, von der Lo, was sich diskutiert mit einem Nazi aus Nazi-Deutschland, das ist in den 1930er. Wenn ihr Rechtspositivist sitzt, dann habt ihr laut dem Strauß nicht, was ihr erlaubt zu sagen, dass Lützeburg Recht, demokratisch Lützeburg Recht, besser ist, wie das von einem Nazi. Die hat eben keinen Maßstab. Und das ist am Anfang der Argumentation hier aus dem Text. Das ist am Anfang das Problem, den der Strauß mit dem Rechtspositivismus hat. Hier seht, dass das nicht durchgeht und dass das extrem gefährlich ist und dass wir mehr brauchen.
Dafür seine Argumentation aus dem Fond dreifach. Erstens sehen, dass man müssen ein Naturrecht tun, wir können die divers positive Rechte in von dem anderen zu trennen. Das heißt, es ist quasi eine logische Notwendigkeit, dass so etwas gibt. Zweitens, an der Praxis stellen wir fest, wir können verschiedene positive Rechte nicht vergleichen. Und ich würde zum Beispiel hingehen und ich gucke mir die Gesetze von den Nazien an und ich gucke mir die Gesetze vom Lützeburger Staat von Haut an, dann kann ich schon so ein, da den gefällt mir besser wie der dann hat. Und das wäre laut Strauss ganz klar ein Zeichen, dass ich kann Distanz holen par rapport zu meinem positiven Recht, par rapport zu dem von den Nazien und dann auch Kriterien hätten, die man geben erlauben, aufzuweihen, für was uns mir besser gefällt wie das von den Nazien zum Beispiel. Und da hätte ich dann Argumente auch für dem Nazi zu erklären, objektiv Argumente für den Nazi zu erklären, für was sein Recht nicht wirklich gut ist. Ne? Und das war auch noch gut, dass es in der Welt verschiedene positive Rechte in der Nähe vergleicht mit der, die hat auch noch ein drittes Argument, nämlich das von der Priorität von den Besoinen, verschiedene Besoinen an einer Gesellschaft, verschiedene Sachen sind mehr dringend wie andere. Wenn ihr guckt, stellt euch mal vor, die hat am Moment Möglichkeit nicht für beide Koffer zu gehen, die will ich auch unbedingt erhöhen, dann hat er das vor. Das ist eher Priorität. Die andere Seite hat er nicht recht, bei der Koffer zu gehen, weil wir alle gut konfiniert sind, wennst einer Pandemie, wir lassen uns froh, dass wir dringend, dass der erhöhen wirft oder dass wir Menschenleben retten. Wenn der fähig sieht, wenn er erkennt, dass Menschenleben mehr wichtig ist, wie farbig hoher, bei dem Moment hat er laut Strauss am Anfang festgestellt, dass es muss ein Maßstab geben, den uns erlaubt, zwischen wichtigen und unwichtigen Problemen einen Unterschied zu machen. Und den Maßstab auch immer das Naturrecht. Das heißt, die Argumentation vom Strauss, also vom D, wir brauchen nicht. Logisch gesehen brauchen wir es. Das können wir uns nicht verteidigen gegen die Argumente von Nazien. Am Text schwätzt der Strauss von Kannibalen, wir haben ja wirklich gemeint den Nazien. Am Text sieht der Strauss auch, dass, wenn wir kein Naturrecht tun, dann haben wir von nichts, was uns davon schützt, dass alles positive Rechte irgendwann auch so schlecht wie die von den Nazien, nicht außer unserer eigener Trägheit. Das ist einfach, wenn man zu faul ist für neue, was für sich Gesetze zu ändern, für die Gesellschaft zu ändern, dass das Einzige, was uns gibt, schützen, von den Nazien zu gehen. Das wäre sein nächstes Argument, dann nehmen die zwei anderen, die sagen, dass wir de facto können den Unterschied machen zwischen guten und schlechten Gesetzen oder zwischen wichtigen und unwichtigen Problemen. Und das ist von dem Strauss eine Argumentation, für zu sagen, dass es Naturrecht muss gehen und dass das geht. Viel mehr als du nicht da, a priori, das war schnell rüber, aber das ist natürlich ein bisschen mehr kompliziert wie das. Das heißt, wenn der den Strauss wird lehren, da kommen wir bei den dritten Teil, wie gehen wir am besten runter. Also wenn der Strauss wird lehren, gebe ich rote noch immer ein Schema machen, auch schreibe ich die Argumentation raus und auch schreibe ich mal ein Charakteristika von Naturrecht auf positivem Recht nehmen. Dann, wenn er so am Vergleich hat, dann ist es vielleicht nicht klar. Was sind nämlich ein paar Sachen beim Strauss, die sind nicht unbedingt komplett überzeugend. Der Strauss war sich meiner Meinung nach ziemlich bewusst, dass seine Argumentation nicht 100% wasserdicht ist. Der Strauss war ein Anhänger vom Konzept von der edler Liege von der Welt. Das hat er auch schon beim Platon. Das ist nämlich froh, muss ein Herrscher immer gut sein, muss immer ehrlich sein, kann er nicht vielleicht auch schlimme Sachen machen. Wenn der einen Autor für den Machiavelli holt, der sieht, ja, Moral, wen interessiert schon Moral? Moral ist für die Leute, die den Luxus haben, sich so froh zu stellen. Wenn aber der Autor wie der Plato holt, den ist auch mal der Sache kommen, den geht ein bisschen ernst darum. Den Herrscher muss ja im Endeffekt ein guter Mensch sein, und nicht signifikant sein. Für den Plato und beim Strauss eben auch. Das heißt, den Herrscher erkennt, dass nicht ein Mensch fähig ist, mit der Welt umzugehen und ein gutes Leben zu führen. Das heißt, so muss man dann eben, wenn man Herrscher sind, die Leute die Welt so drehen oder verpacken, dass es eben funktioniert. Und das ist eben die edle Liege. Das wie wenn ein kleinen Kant hält, seht in dem Kant ja auch nicht unbedingt wirklich wie sie ist. Aber so wie Kant eben nur mit Kant umgehen, für das Kant das möchte, was es soll. Und mit dem Durchschnittsvolltrottel soll ihn das dann auch machen. Da ist ein bisschen die Idee von der edler Liege. Das ist zwar eine Liege mit dem Zweck also guten. Und dafür sieht der Strauss dann auch, dass es am Endeffekt irrelevant ist, ob es wirklich Naturrecht soll gehen oder nicht. Wir brauchen nicht. Also muss man ihn. Punkt. Dafür, wenn der Strauss guckt,
Seine Argumentation für zu sagen, wir können nicht den mit dem anderen vergleichen, neues Positivrecht mit dem von Frankreich und Deutschland, Nazi-Deutschland, was auch immer, kann man nicht vergleichen, kann ihn darüber streiten. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, zwei Pizza man nicht vergleichen, muss ich auch nicht irgendwie ein Diplom an der Gastronomie haben, für können so die gefallen mir besser wie die dort. Und beim positiven Recht kann ich noch so, ja, das, was der Strauß du möchtest, dass ihr probiert, etwas Objektives hinzuklacken, bist du wie ein echtes Prinzip beim Descartes zum Beispiel. Etwas, was vom Mensch unabhängig ist, was der Mensch nicht angreifen kann, für seine Argumente mit vorzugehen. Mir am Endeffekt, von ich zum Beispiel so, ich fand es nicht gut, dass man Leute umbringen, just weil sie falsche Religion haben. Was ist da verkehrt? Das ist ja Bürger von einer Demokratie. Für was sollte meine Meinung nicht so gut sein, wie wenn sie von, was ist ich in einem Intellektuellen Aufwand gibt. Zum Beispiel. Ne? Das ist die eine Sache. Eine andere Kritik wäre zum Beispiel, ja, das, was Nazis gemacht haben, dass sie diskriminiert. Das heißt, die Gesetze haben sich nicht über einen Menschen bezogen. Verschiedene Leute sind diskriminiert gehen. Wenn da ein Rechtsstaat holt, den darf nicht diskriminieren. Und du darfst dann nicht verschiedene von ihren eigenen Bürgern einfach mal Rechte aufschwätzen oder das Recht dagegen zu benutzen. Ein Mensch muss für ein Recht gleich sind. In dem Moment können wir direkt einfach mal so, dass was Nazi gemacht und das aus den Kriterien vom Rechtsstaat nicht gerecht gehen und dafür ist es nicht wert. Dafür braucht man von kein Naturrecht. Man kann einfach so das positive Recht von Nazi, das Quatsch, das ist eigentlich kein positives Recht und dafür weg damit. Das heißt, wenn da komme ich schon zum Punkt, was ich eigentlich wollte sagen, wenn der Strauß lehrt, ich habe ganz viele Schüler an der Prüfung und sich vorstellen, was du am Strauß auch verstanden, gibt es Naturrecht oder nicht. Ganz viele Schüler sind am Strauß auch verstanden, weil wenn du just den Strauß guckt und nicht Gegenargumente nach, da sieht er, ja, hier verkauft das gut. Aber ganz viele Schüler sind an der Meinung, so, ja, ich schreibe einfach mit dem Strauß ein Argument dahin und dann wird das schon mit das. Nee. Wenn dann nämlich so, dass wie bei allen anderen Autoren, die kennt nicht einfach dahin gehen, also den an den hat recht, in diesem Fall der Strauß hat recht, und man dann aufschreiben, was hier gesagt wird, den muss man erklären, für was der Strauß recht tut. Weil interessant ist, wenn ich mit meinen Schülern dann darüber schwatzen, die immer da so, ja, Naturrecht, Strauß hat absolut recht. Wenn man Naturrecht und man einfach setzen durch Gott, dann ist die selbst Schüler bin und der Meinung, ja, enfin, so ein Beispiel, ne? Nee, Gott geht es nicht, mit Naturrecht geht es. Die Argumentation ist genau das selbst. Naturrecht ist ein Konzept, das wir nicht finden können. Gott ist ein Konzept, das wir auch also empirisch nicht finden können. Wenn in der Meinung ist, dass es Naturrecht gibt, laut der selbst Argumentation müssen dann auch irgendwie ob Gott können Rückschluss fordern. Aber wenn die der Meinung sieht, dass Gott nicht geht, mir das Naturrecht zum Beispiel geht, muss man gucken, so einfach ist es nicht. Die können dann von da hingehen und so und halt Strauß hat mich überzeugt. Du musst auch, geht nicht durch seine Argumente zu bringen. Wenn dir, also für die Leute, die in der Situation sind, dass sie nicht Gott gelebt haben, überzeugt werden vom Strauß seine Argumentation, es geht, wie gesagt, nicht durch so ein Strauß hat recht, weil der Strauß hat nicht recht. Der Strauß hat Argumente, die ihn auch einfach auf Frage stellen. Geht gucken. Für was überzeugt nicht? Was schwätzt du gehen, was schwätzt du für? Schwätzt mit den Leuten darüber. Das sind immer so Diskussionen, die kommen ganz gut. Beim Moment ist es schwer, für ihn sagen, so, Neues. Und der Diskussion Gespräche anzufangen, mehr, ja, dann hat ja kein Erstrom mit ihren Mitmenschen daheim. Sie sind bestimmt froh, wenn er mit der Frau kommt, so, was hältst du davon, geht es ein Naturrecht oder nicht, aber was schwätzt du für? Können wir gut tun. Nee, mir nur nicht. Also für den Strauß zu lernen, das ist nicht kompliziert. Man hat dieses Schema. Und für die Question der Reflexion personell verhalte ich, dass der Strauß sich gut verkauft, wenn das seine Argumente auch kritikabel sind und dass da eher Meinung, wenn die so der Strauß recht, dass die Meinung auch muss selbstverständlich begründen. Ein anderer Punkt auch bei der Question der Reflexion personell, das war mal im Programm, den Text ausüben, also ein Text vom Strauß, der nicht im Programm war, als ein anderer Punkt, den ich auch vorstellen kann, ist, drehen dann für die Spießmüll da kann ich sich vorstellen, was der beim Strauß auch verstanden geht, Naturrecht klar, dass die Sache, die man hat mir umgedreht. Wie wird sie dann nicht mit Rechtspositivisten verstanden? Was beweist ihr, dass es Naturrecht am Anfang gibt? Das für die eine Frage und eine andere Frage, die mir auch noch auffällt, weil die geht weit über den Kurs dafür. Ich springe die nicht ganz over und ich meine noch nicht, dass die in der Form könnt, weil sie auch schon abstrakt ist, mit das effektiv dann froh. Also es ist möglich, über die Werte und Moral zu schwätzen, ohne
sich Trägerprinzipien zu berufen. Also nicht einfach möglich zu Werte, aber nicht zu vergleichen. Und das ist natürlich auch ein froh, wer da guckt. Also in dem Moment mehr guckt mehr Konsequenzen, guckt mehr auf Prinzipien. Das ist schon kompliziert. Und da sind wir dann noch ganz schnell bei der Ethik. Und dafür mengen nicht, dass sie froh sein können. Aber das wäre eine Frage, die ich auch mal ein Kind stellen. Voilà, das war dann zum Leo Strauss. Bei Fragen oder Kommentaren schreibt mir podcast@lc.lu. Und dann sage ich bis ganz geschwind und vielmals merci für den Gucken.